Ja, servus die Madeln, grüß euch die Burm. Heute mal Händlerübersicht. Fangen wir mal an beim Countdown-Händler. Nicht wirklich irgendwas Besonderes. Das Geschenk vielleicht, ja, wenn man ein bisschen umrollt, dann kann man ganz gut was damit anfangen. Dann geht es weiter zum Händler im Weißen Haus. Großartig, Kabinett, Prophet, naja, Prophet vielleicht, aber die droppt eh brutal oft. Also auch nicht so unbedingt was Interessantes dabei. Die Mods, naja, wenn einer einen braucht, aber so der Burner ist jetzt das auch nicht. Dann duschen wir mal weiter zum Clanhändler. Der hat oft einmal ganz gute Sachen, Clanstufe 30. Dann dürfte er das gleiche auch sagen. Ja, da ist das neue La Covisir oder wie das Ding heißt. Und vielleicht die 1886 ist ganz gut. Hm, ja, das andere Zeichen, das kann man eigentlich auch in die Tonne kicken. Dann schauen wir mal weiter zu die anderen Händler. Ja, jetzt sind wir beim Siedlungshändler in New York angekommen. Fester Händedruck mit 15% Statuseffekte, voll ausgerollt. Kaum auch was damit anfangen, ist gar nicht so schlecht. Ja, und das war's dann bei dem auch schon wieder. Ja, da so ein East-Händler, nicht wirklich was. Nadelstich ist eine Benannte drin. Wer es braucht, ist gut. Mir taugt die nicht. Schauen wir mal weiter zum nächsten. So, jetzt haben wir beim Dogzone South, glaube ich, ist es. Da gibt es den Matador. Perfekter Adrenalinrausch. Also, das Ding unbedingt einmal besorgen, würde ich sagen. Wer ihn noch nicht hat. Das ist für viele Builds ganz entscheidendes Teil. Ja, das ist die Dogzone West. Haben wir einen Virginer. Ja, auch nicht unbedingt der Burner. Kann man kaufen, muss man nicht. Ansonsten gibt es da auch nichts Besonderes. So, dann sind wir beim Händler in New York. Da gibt es auch nicht wirklich was Gescheites und beim draußen wird es das Gleiche sein. Da gibt es nicht wirklich gute Sachen. Ja, da springt man dann an den Eingang in der unteren Darkzone und dann geht man geradeaus rauf. Man sieht da wenig so einen Kreis, da wo jetzt mein Cursor ist, da müssen wir hin.
Ja, auf dem Weg zu dem Kreis vom Eingang außer einfach gerade dahin, Richtung dem Stützpunkt da und da steht das Netz zu 95%, also ich finde meistens da. So, und dann geht's noch auf zu dem, ja, wo der Casey steht. Da müssen wir zuerst in das Safehouse und dann schauen wir mal weiter.